Ja, grüß Gott. Geht da was?
So, einen wunderschönen Mittwochabend. Mr. Price, Mr. Werb und Frau Semkroweit. Grüß Gott beieinander. Wir gehen seit mit Motzo. Alles fit bei, wie geht's euch? Motzo, merci dir für dein Resub im 11. Monat. Ich bin gespannt, wer der Erste mit 12 Resub wird. Danke dir, mein Freund. Weiterhin willkommen bei Bazi Gang. Viel Spaß mit dir, Motzo. Ich hoffe, dir geht's gut. Alles fit, flauschig und zauberhaft bei euch. Wie schauen wir aus? Geht's uns gut? Ah, schön. Endlich wieder mal Streamer. Ist ja schon wieder ein paar Tage her. Was aber gar nicht dabei. Momentan ist einfach nur viel los. Obwohl ich nicht einmal mehr Tennis spiele. Verstehe ich Freude nicht. Passt soweit wieder. Habe jetzt eine Backnummer. Aha, du hast uns quasi auf dem Tablet, oder wie darf ich das verstehen? Aber man auch denkt, ist aber noch nicht gegangen. Ja, nächstes Monat sind es tatsächlich ein Jahr. Das ist nächstes Jahr schon ein Jahr her. Nächstes Monat schon ein Jahr her. Das ist Wahnsinn. Also die Zeit vergeht. Unfassbar. Mozart, ist alles gut bei dir? Ich hoffe doch. So, jetzt habe ich auf alle Fälle jetzt 2 Tage Freischicht. 2 Tage Freischicht, heute und morgen, zauberhaft. Ja? Ich habe jetzt 3 Tage Nachtschicht hinter mir. Jetzt klang es aber auch wieder. Dabei einmal. Na, das war auf Streamen wollen bezogen. Ach so. Ja, Mr. Mod sagt, Streamer Comeback wann? Aktives Streamer Comeback wann? Nein, bin schon wieder heraus. Ach so, ja gut. Dann hoffe ich, dass du ein erholsames Badcode hast und bist jetzt hoffentlich voller Energie und ja, kannst dem Schund halbwegs gut folgen, was ich da jetzt dann ins Internet setze. Aber ich gehe mal davon aus, dass das funktioniert. So, was gibt's bei mir eigentlich Nice? Bei mir gibt's eigentlich irgendwas Nice? Wir haben ja wieder Warmwasser, ja. Wir haben seit Montagabend haben wir auch mir wieder warmes Wasser, ja. Ich gehöre jetzt wieder der Fraktion der Warmduscher an, ja. Das ist ja schon mal was, ja. Aber sonst gibt's eigentlich nicht wirklich was Nice, tatsächlich. Eventuell wird es so werden, dass ich morgen Abend, eventuell, ist es aber auch noch nicht sicher, dass wir morgen Abend einmal in Yoshi's Island reinschauen. Ja? Da sagen wir nachher vielleicht noch was dazu. Weiß ich noch nicht. Es steht noch auf der Kippen. Sagt man, dass du nicht gelesen hast, was ich geschrieben habe, ja? Ach so, du willst jetzt gerade streamen? Ach so. Ich hab schon gelesen, aber ich hab den Kontext nicht verstanden. Ja? Lass mich raten, macht OBS wieder Probleme. Das war nötig und na, die Energie habe ich heute beim Ragen lassen. Bodmann war zum Oberkommen. Ragen? Warum hast du ragen müssen? Verstehe die Frage nicht. Nee, das ist bei mir am Discord. Hä? Was? Wurde irgendwas versandt? Mr. Motzog, da reden wir nachher damit drüber, okay? Ich habe heute Abend tatsächlich Zeit, weil ich, wie gesagt, heute und morgen Freischicht habe, da können wir uns dann nachher mal, ne, Brudi? Da unterhalten wir uns einmal drüber. Kein Problem, habe ich nur nicht gesehen. So viel Zeit haben wir nicht, dass ich alles erzähle, lassen wir hinter uns, jetzt bin ich wieder ein. Du bist quasi jetzt voll auf Sendung, jetzt verstehe ich das richtig. Bis maximal 8. Ja, ich werde. Kommt jetzt darauf an, wenn ich um halb 8 aufhöre, können wir noch reden, und wenn ich nicht um halb 8 aufhöre, sondern um 8 dann reden wir morgen. Ja? Also da machen wir uns was aus, Mr. Motzo. Schreibt mir privat auf Discord, da machen wir uns was aus. Voll auf Empfang bin ich. Das ist gut. Ich glaube, dass halt alle massivst auf Empfang haben, deswegen gehen wir mir jetzt, glaube ich, mal empfangstechnisch mal Richtung Spey. Was hält man denn darüber? Motzo hat mehr Seite für den Lurk. Viel Spaß natürlich. So. Wir machen heute den God of War weiter. Wir haben da letztes Mal einen schönen Cliffhanger gehabt. Wir werden nämlich jetzt dann relativ schnell in den nächsten paar Minuten die Riesenschlangen rufen, weil die hat bekanntermaßen einen Odin verschluckt. Also den Astor. Ja. Und der ist jetzt am Monk-Schwier gewachsen scheinbar. Ja. Und da wir ja einen Doktortitel haben im Hackeln und im Schneien, ist eh klar, dass wir das einmal anschauen müssen, was da jetzt genau Sache ist da bei der. Ja.
Und wie es dann weitergeht, schauen wir. Ja, ich hab mir sagen lassen, der Herbert, ich hab mir gesagt, das dauert noch ungefähr 4 Stunden. Mir wird mir God of War, sollte ich noch mal am Wochenende Zeit haben zum Streamen, wird mir God of War fertig spielen die Woche. Ja? Was wir dann für God of War nachher rücken lassen, das machen wir uns dann nur aus. Ja? Genau. Aber dazu sage ich später noch mal. Jetzt spielen wir mal. Okay? Ich glaube, das ist ein zauberhafter Deal, dass wir mit Spielen anfangen. So. Gut. Ja, das knistert schon wieder. Jetzt hätte ich es eigentlich vorher überprüft, ob es passt. Aber scheinbar doch nicht. Jörmungandr, ja genau. Den Braten werden wir uns einmal aufrufen müssen. So. Sound, bist du okay? Hört sich gerade so an. Passt, nehmen wir. Ja, ganz gefallen tut es mir nicht, aber ist noch im Rahmen. Lassen wir jetzt einmal so, wenn es nicht hilft, müssen wir nochmal umstecken. Aber das wird schon passen. Aber mit dir haben wir letztes Mal schon geredet, oder? Hey Jungs, eine Frage. Wo finden wir Mimirs zweites Auge? Ja, das haben wir letztes Mal noch gesehen. Tut mir leid. Um genau zu sein, Odin bat mich. Er gab mir den Auftrag. Er zeigt es mir, wisst ihr, und ich lehnte ab. Verzeihung, entschuldigte mich. Na, das hilft ja weiter. Wisst ihr, das war etwa zur gleichen Zeit, als Odin leider nicht. vorbeikam und mich bat, eine Statue mit einer Art Geheimfach zu bauen. Tja, da das keine Waffe ist und die Asen ein Haufen pickelgesichtiger Spinner sind, habe ich ebenfalls abgelehnt. Mais? Aber ich weiß, dass er sie trotzdem baute. Welche Statue? Es ist die von Thor, wo er sich seine Eier am See schaukelt. Die Schlange hat sie gefressen. Tut mir leid. Geht schon viel besser. Wie sollen wir Ich glaube, dass es an die Eier liegt, warum die Probleme mit dem Magen hat, ja? Drin? Angelaufene Eier haben nie gut. Aber man mal sagen lassen. Ja, probiert habe ich es noch Finden nicht. wir besser Ja, heraus, hab's auch was die weiterhin nicht vor, Weltenschlange aber. dazu sagt. Gut, ab zur Weltenschlange. Tja, ich weiß nicht, was vor uns liegt, aber jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, eure Ausrüstung auf das Schlimmste vorzubereiten. Alles noch einmal zum Horn. So, wo ist der Schlangensepp? Aha. Oh ja, schaut, die hat ein Mondgeschwür. 100%. Schau mal, wie die da hängt. Die schaut, du bist ganz Käse. Brudi, du bist extrem Käse. Du machst irgendwas. Ja, da müssen wir. Da wird man um eine Operation wahrscheinlich auch nicht umkommen. Gut, müssen wir uns anschauen. Patient ist aufgenommen, ab an der PI-Saal. Wird nicht anders. Das wird nicht anders. Medikamentös ist da nicht mehr. Bereit. Ja, das ist gut, dass du bereit bist. Sehr gut. So, bloß einmal rein in das Hirndl. Ist die Statue etwa verloren? Sie glaubt, sie ist vielleicht immer noch in ihrem Magen. Und die Schlange lässt euch in ihren Mund rudern, um euch umzusehen. Super Idee. Wirklich? Es ist so. Sie ist auch nicht gerade begeistert. Freunde der Sonne, so sind Bauchsonden erfunden worden. Ja?
Wie wir lernen, hat der Kratos so einiges, was mittlerweile in der Neuzeit gang und gäbe ist, scheinbar auf seiner Pilgerreise durch die Mythologien erfunden. Na, das will ich nicht verpassen. Aber gut. Schauen wir mal, wie es da drin ausschaut. Wahrscheinlich finster. Ich glaube nicht, dass da Lichtel drin hat. Also ich verstehe das nicht. Da kannst du mir gar nicht so viel Geld bieten, dass ich da freiwillig reinschwimme. War einfach nicht möglich. Gibt schon die ein oder anderen Sachen, die wo man für Geld tun kann, aber das darf ich nicht. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Nein. Schön, dass nicht mehr eher für eine gute Idee halt. Brüder, ich war an vielen seltsamen Orten. Aber das ist neu für mich. Ja. Ich war auch noch nie im Bauch eines Riesen. Und du, Vater? Noch nie in einem, der mich gar nicht fressen wollte. Mit so einer Antwort hätte man recht. Das war jetzt übrigens eine Anspielung auf God of War 3, wo er kurzzeitig beim Kronos im Bauch war, wo er ihn in der Mitte auseinandergeschnitten hat. Falls sich da noch irgendwer erinnern kann. Das Einzige, was ich mich jetzt frage, die Schlange liegt ja im Endeffekt nur mit dem Kopf rund. So, ne? Der restliche Teil von der Schlange geht ja nach oben, also bergauf, jetzt von uns aus gesehen. Das heißt ja, der Kratos müsste das rein theoretisch bergauf rudern. Ja gut, schauen wir mal, irgendein Mondgeschwür wird man schon finden. Es geht los. Ja, jetzt wenigstens einen Mund auflassen können für ein bisschen Licht. Was meint sein, wie das da drinnen stinkt? Also allein da drin zum Sitzen, da müsst ihr da eigentlich instant aus dem Boot rauskippen. Das kann man gar nicht anders. Erinnert mich auch so ein bisschen an eine Szene von One Piece. Der Ruffy ist nämlich auch mal eine ganze Zeit lang in einer Schlange verschluckt. Lustig. Von sowas habe ich oft geträumt. Vor Träumen braucht man keine Angst zu haben. Ich weiß. Es hat mich nur an das Gefühl erinnert. Damals, als Kind. Suchen wir die Statue. Was ist jetzt das da oben? Ist das sein Gaumen oder was? Oder ist das Skelett von einer Schlange? Nein, ist eher Knochen. Schaut eher aus wie ein Skelett. Also soll ja das irgendwie so eine Art Magensäure sein, dann müsste also eigentlich das ganze Paddel weggeätzen. Eigentlich sogar recht angenehm. Du bist echt schräg. Ich sehe etwas im Wasser. Ah, das nehmen wir mal. Irgendwie brennt das Wasser hier drin. Das ist Wasser, oder? Ja, zum größten Ja, ja, das schaut man. Das ist. Alter, wo schluckt denn die Schlange alles? Steine. Ja, da hinten ist eine Schatzkiste. Natürlich auch nicht kaputt, eh klar. So, die Kisten nehmen wir uns einmal mit. Wenn schon so einladend da steht. Da, der Hammer. Aha. Da, Freunde, das ist die Ursache. Deswegen hat Mr. Schlange Bauchweh. Ursache gefunden. Aha, da ist also der Hammer. Ja. Da drüben. Schön. Was da mit dir kannst du hören? Hammer in.
ganz klarer Fall von Hammerintoleranz und Eisenmangel, wenn du mich fragst. So, wo ist jetzt der Phase? Aha. So, jetzt müssen wir da irgendwie aufkommen, richtig? Vielleicht nochmal eins um. So, das geht gar nicht mehr weiter. Ja? Ist nicht da geblieben. Gehen Sie doch da rein. Ja, hab ich schon. Warte mal, ich hab da irgendwo was sagen. Ach da! Oder? Kann man rauf? Nein, da kann man nicht rauf. Ja, da kann man schon rauf. Den haben wir schon. So. Das ist wahrscheinlich einmal umgefahren. Mimir, eine Idee, wo Odin dein Auge versteckt hat? Nein, ich kann schließlich nicht mehr hindurchsehen. Das Schief haben wir auch geschluckt. Ja, Wahnsinn. Also. Wenn ich jetzt eine Diagnose stellen soll, wie es besser wird, Ernährung umstellen. Ganz klar. Aha, da steht also mal Mordskisten auch umeinander, sehr gut. Na, da schau her. Da ist er, der Glubschi. Ja, ist dein Auge. Vielleicht solltest du das in meinen Kopf stecken, zur Sicherheit. Sachte jetzt, sachte. Ich danke dir. Man kann das räumliche Sehen echt vermissen. Zur Türs Welten kann man zurückkehren, ja toll. Ja. Gut. Schaden leider irreparabel. Oh, da ist auch noch Kisten da schon her. Schaden ist leider irreparabel, da können wir leider nichts mehr tun. Muss er leben damit. Jetzt können wir die Nibelheim-Runen lesen. Und die Welt. Aha, Sie können jetzt die Sprache von Nibelheim lesen. Sie können Nibelheim über die Weltenreise kann man aufrufen. Sehr gut. So. Wie ist das, Mimir? Ja gut, war ja Ich easy. will sagen, dass ich mich wieder ganz fühle, aber es ist eine Verbesserung. Ist der Bifrost intakt? Es wird reichen. Dann haben wir alles, was wir brauchen. Endlich! Wir gehen nach Jötunheim. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Kleiner, weißt du, was das Schicksal herausfordern bedeutet? Also mir darf jetzt schwer wundern, wenn da drin Gegner kamen. Ja, das war ein bisschen, das war selbst für God of War Verhältnisse ein bisschen too much. Ja? Weil da drin kann keine Sau überleben, eigentlich. Monat mal. Wie kommen wir jetzt wieder raus? Wir signalisieren werden. Festhalten. Was ist da los? Das war etwas furchteinflößend. Reizt unsere Anwesenheit Jörmunganders Magen? Nein, etwas stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, das darf, also sie darf von uns da drin jetzt eigentlich nicht einmal merken. Was geschieht mit ihr? Gar nicht gut. Puh, es ist vorbei. Wird sie Vor allem- geschlagen? Was ist das? Vor allem wie er mit dem Kopf da einfach so drauf ist. Man stelle sich vor, was passiert, wenn der da reinplumpst. Versuche das Gleichgewicht zu halten. Ja, toll. Das Boot schwankt, ich werde... Ich hab dich.
Junge, Alles gut. Hab mich schon Okay, daran wer gewöhnt. ist jetzt die Hopsnummer? Was ist passiert? Waren wir das? nein. Etwas anderes. Der tote Riese. Warum ließ uns die Schlange hier? Da! Ist das nicht der Odin selber, der Adler? Oh, okay, nevermind. Hat's erledigt. Freya. Wir können ihr noch trauen. Oder? Halte Abstand, bis wir es wissen. Die Weltenschlange. Was ist passiert? Wir hatten gehofft, du weißt es. Du bist weit gereist. Ich suche meinen Sohn. Ihr beiden habt mir die Augen geöffnet. Du weißt gar nicht, wo er ist? Nein, Oi. doch die Wälder und Wiesen sprechen von ihm. Ich weiß, er ist hier in Midgard. Wann hast du ihn gesehen? Ist lange her. Noch vor deiner Geburt. Warum stehst du denn so weit weg? Was ist los? Was ist passiert? We know. Aha, er hat die Schlangenhopsnummer jetzt, oder was? Ich habe geahnt, dass ich euch beide hervorlocke, wenn ich die große Schlange verletze. Habt ihr eine Ahnung, auch nur den Hauch einer Ahnung, was ihr mich gekostet habt? Mein Sohn. Mutter, Ich bin hier. Lauf nicht weg. ich gehe nirgendwo hin, Mutter. Herbert, habe ich dir im Titel falsch oder spielst Ich bei mir? weiß, dass du wütend bist. Schlangenbehandlung? Ich weiß, dass du noch das Nein, refreshen. Doch ich möchte, dass... Was ich fühle? Was ich fühle? Ich habe die letzten 100 Winter geträumt. Von diesem Moment. Habe alles genau durchdacht, was ich dir je sagen wollte. Jedes Wort, damit du dann endlich begreifst, was du mir alles geraubt hast. Aber jetzt wird mir klar, du musst eigentlich überhaupt nichts begreifen, weil ich dich gar nicht brauche. Nein, zurück, Kratos. Das hat nichts mit dir. Der Weg, den du wählst. Rache. Er bringt keinen Frieden. Glaub mir. Du, um dich kümmere ich mich später. Zuerst die Familie. Oh oh. Das wieder. Ja, okay. Wieder mal. Nein, ich kann zu ihm durchdringen. Bitte auf zu kämpfen. Hä? Was ist das jetzt? Achso. Nichts geht's. Wende dich lieber davon ab, Junge. Das wird nicht schön. Ich lass das nicht zu. Nein, Junge. Na schön. Halt! Nein, Atreus! Du blutest. Atme, Junge. Atme. Ah, das war mir ein sauberes Moschubel. Nicht mein Blut.
ist das? Ich kann das spüren. Ich kann jetzt alles spüren. Hey, aber wer war das jetzt? Ist verwundbar. Ah, der braucht dort Schädelbasisbruch. Kratos, wie schaut's aus? Was ist los? Will Freya uns töten? Nein. Hörst du den Wind? Wir bewegen uns. Wer ist er, Mr. Price? Ist das der Tür oder was? Nein. Im Köchergurt, ja. Die Mistel hat ihn verletzt. Freya hat sie böse genannt. Er ist nicht nur verletzt, der Bann ist gebrochen. Dann kann man ihn töten. Ganz bestimmt, langsam erinnere ich mich. Jetzt erinnert er sich. Der Pfeil hat mich verletzt. Ja, aber von wem ist der gekommen? Sie kontrolliert dieses Ding? Haltet euch da raus! Ich weiß, ich kann ihn umstimmen. Nein, Weib. Kannst du nicht. Er hat vor, dich zu töten. Du kannst mich nicht aufhalten. Niemand kann das. Wo ist er? Oh, ich hasse so Sequenzen. Egal, wenn er mich tötet. Ich werde ihn beschützen. Ich lasse ihn nicht sterben. Wie ergreifend. Das ist alles bald vorbei. Oh, der hat eine große Bratzen. Oh, fantastisch. Au. Wird jetzt umso befriedigender sein. Ich fühle. Es ist kalt. Ah, Freya, du machst das gerade nicht einfacher. Glaubst du, das hält dich auf? Achso, jetzt ist er. Aha. Die Kälte. Schwach. Ich werde dich kriegen. Nichts geht. So kalt. Das ist toll. Eis, Schnee, Wind, Ja, mit Chaosklingen kämpft es einfach besser. Ja, mit Sicherheit sogar, oder? Das ist selbst für Kratos Verhältnisse jetzt ein bisschen... Okay, warum rede ich eigentlich? Junge, der Kristall. Ich frag mich, wie der Mimir die ganzen Stöße abfängt. Mir geht's gut. Und mir geht es wunderbar. Achso, jetzt brennt er. Nie so lebendig gefühlt. Aufhören! Riva! Ah, freilich, sehr klar.
Es war eigentlich schon gut, dass der Kampf so gestaltet ist, dass du mit beiden Waffen kämpfen musst. Aua. Zeig mir mehr! Oh, fantastisch! Er hat da was an der Schulter. Okay. Wie kann man an einer arschglatten Fläche senkrecht nach oben klettern, ist die Frage. Gut, wenn der das kann, können wir das auch, oder? Ja, klar. Atreus! Bleibt weg! Das ist der Riese, was den Meißel klaut hast, ja? Ihr müsst das nicht tun! Stimmt, tatsächlich. Just a Flash Wound, ja. Halte ihn auf! Bitte! Es gab schon genug Leid! Sei still, Mutter! So, jetzt drehen wir die Geschichte mal um da. Ja, toll. Oh, ins Pipperleinische. Oh Mann, das war jetzt cool, wenn er ins Pipperl geschossen hätte. Das war richtig ehrenlos gewesen. Jawohl. Wieder an der Hinterreise. Vor eurem Tod möchte ich euch danken. Euch beiden. Ihr habt vollbracht, was selbst der Allvater nicht konnte. Ich war nie so lebendig. Was ist seine Aufgabe dahinter eigentlich? Der schaut einfach so, wie wenn er 3 Kilo Hasch geraucht hätte. Was? Warum sterbt ihr nicht? Vernichte euch beide! Das glaube ich nicht. Weil du nichts zum Sagen hast, du Rentner. Ich muss sagen, nein, der knistert tatsächlich ein bisschen mit, aber jetzt den Bosskampf nicht einfach unterbrechen, das regelt man gleich. Ich hätte es zwar eigentlich vorher eingesteigt gehabt, aber hat scheinbar nichts gebracht. Ich glaube, jetzt hat er es gleich hinter sich.
Ja, der ist eh schon K.O. Der hat Airways-Nummer, glaube ich. Ist aber nicht schlimm. Ja, ist ein bisschen knistern tut's tatsächlich. Junge? Gut gemacht, Junge. Einfach mal am Kopf bockt. You're dead, man. Komm schon! Tu es! Tu es! Halt! Bitte! Er ist besiegt, Vater. Er ist keine Gefahr mehr. Hat er nicht Unrecht. Du wirst uns nicht mehr folgen. Du lässt sie in Ruhe. Ich brauche deinen Schutz nicht. Beißner. Du kannst einfach nicht anders. Nicht wahr, Mutter? Nein, liegt an mir, Mozok. Was ich tue oder sage, du mischst dich einfach immer wieder in mein Leben ein. Ich wollte dich doch nur beschützen. Ich war... Hat der Finger schon angefroren, oder was? Ich habe Fehler gemacht. Ich weiß. Aber du bist jetzt frei. Du hast, was du wolltest. Versuch mir zu vergeben. Lass uns bitte neu anfangen. Nein. Nein. Niemals. Denn ich werde dir niemals vergeben. Du musst dafür büßen, dass du mir mein Leben gestohlen hast. Ich habe gebüßt. Ich habe gebüßt. Aber wenn nur das allein dir Frieden bringt. Und wenn nur mein Tod die Fehler berichtigt, wehre ich mich nicht. Ich weiß. Was? Nein, Vater! Ich liebe dich. Warum kümmert dich das? Aber die hätte bei mir Du auch. hättest gehen können. Der Kreis endet hier. Wir müssen besser sein als das. Das ist durch, glaube ich. Nein, 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 nein. Mein Sohn, mein lieber, süßer Sohn. Nein. Freya. Er wollte es. Ich schwöre, hiermit dir jede Qual, jedes erdenkliche Gräuel anzutun, versprochen. Ich werde deinen kalten Leichnam durch alle Orte, in allen Welten tragen und dich dann Hels Abschaum zum Fraß vorwerfen. Das ist mein Versprechen. Er hat dich gerettet! Er hat mir alles genommen. Alles.
Du bist ein Monster. Erfüllt von Bosheit und Zorn. Du wirst dich nie ändern. Dann kennst du mich nicht. Gut genug. Und er? Junge, Boy. hör gut zu. Ich komme aus dem Land Sparta. Durch einen Götterpakt verlor ich meine Seele. Ich tötete viele, die es verdienten. Und Unschuldige. Ich tötete meinen Vater. Das war dein Vater, Nihil. Lebt man so als Gott? Muss alles so enden? Söhne töten ihre Mütter, ihre Väter. Nein. Wir entscheiden Eigentlich aber selbst, schon. welche Götter wir sind. Ohne zurückzublicken. Wer ich war, wirst du nicht sein. Wir machen es besser. Es wird noch heißes Tänzchen noch mit ihr im nächsten Teil. Dann sind wir wohl jetzt die Bösen. In ihren Augen ja, aber sie hatte diese Wahl nie. Beenden wir diese Reise, solange ich die Kraft habe. Ich verstehe nicht. Oh boy. Ich weiß, es war richtig, sie zu retten. Aber sie war am Das Ende richtig war böse. intens. Nicht böse. Habe ich gar nicht mehr so in Du hast Erinnerung. ihren Sohn getötet. Ihren Sohn. Den Tod eines Kindes können Eltern nicht leicht verkraften. Er wollte sie töten. Sie wäre gestorben, damit er lebt. Das können nur Eltern verstehen. Also dürfte ich dich töten? Wenn du stattdessen lebst. Ja, Hör mal. Es gab keine leichte Wahl. Für niemanden. Aber wir sind uns einig, dass du richtig gehandelt hast. Die Welt ist ein besserer Ort mit Freya darin. Nur, gebt ihr Zeit, Freunde. Ihr werdet sehen. dann zurück zu Tyrs Tempel. Ein letztes Mal. Ja, Jotunheim wartet. Also ich glaube ja, entweder es Was gibt haben nur wir Baldur denn gekostet? Atreus. Muss ihn überzeugt haben, er würde geheilt, wenn er euch nach Jotunheim folgt. Ich möchte bloß Sicher sagen, nur lügen. Warum hat die Mistel den Bahn gebrochen? Zwillinge habe ich Ehre. Warnenmagie ist sehr mächtig, aber ihre Regeln sind nur schwer fassbar. Eine So, damit ich mal zum Sprecher komme. Also, was die Freya angeht, ja, also die Frau von Baldur, die Mutter von Baldur, den wir gerade hops genommen haben, gibt es nur zwei Möglichkeiten für den Nachfolgeteil, ja, der wo jetzt dann im November kommt. Entweder, sie stirbt auch, weil es uns Leben zur absolut fucking Hölle macht, so wie sie es jetzt gerade angekündigt hat, oder, das was der mir gerade gesagt hat, sie kommt zur Besinnung. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas dazwischen gibt. Meine Theorie, ja, die wo ich hab, aber die sage ich, wenn wir mit dem Spiel fertig haben, ist eine andere. Jetzt pass auf, bevor wir jetzt so weiter tun, ich mache jetzt einmal schnell ganz kurz die Game Capture Card noch mit zu, weil da hat es nämlich irgendwas. Immer nur. Ja, und ich weiß nicht was. Das Knistern im Sound, wisst ihr, das ist ein bisschen semi-geil. Das gefällt mir auch nicht. Die dritte Theorie ist der Ragnarök. Ja, da sag ich dann was dazu, ja, wenn wir so weit haben. Ja, aber ich möchte jetzt nichts vorgreifen. So, passt das jetzt hoffentlich. Hexe kann damit bestimmt umgehen. So. Oh, das ist alles so verdammt tragisch. Baldur war das größte. Zwillinge, wie Geschenk, geht's das da? Odin Freya Und nach gute 6 Stunden hat man dann auch gesehen, warum es wegen die Pfeile so Sie ausgerostet wollte ist, die nur Freya. Schmerz ersparen und sich Hä, selbst wie? ihn zu verlieren. Ja, Doch der Sound ist solche halt immer noch nicht. Wegungen lassen gute Mei, das nervt mich sowas, hey. Was ist denn da in letzter Zeit mit meiner Game Capture? Das war die ganze Zeit nicht. Moment mal.
Sowas nervt einfach. Ja? Warum kann technisch nie Apps funktionieren, so wie ich mir das vorstelle? Das ist schon hart lässig. Weil eigentlich darfst du ja nicht direkt angreifen, weil sie ja verflucht ist, oder? Wer ist verflucht? Meinst du die Freya? Das weiß ich nicht, ob die verflucht ist. Keine Ahnung. Was ist denn jetzt da, Mr. YBO? Ja, wir haben ja gerade jemanden Hops genommen, der uns die ganze Zeit belästigt. Das findet aber die Mama von dem nicht so ganz witzig. Und jetzt ist die Mama zintig auf uns und ist mit dem Leichnam ihres Sohnes von dannen gezogen und hat uns für die Zukunft geschworen, uns das Leben zur fucking Hölle zu machen. Ja, das ist halt einfach immer noch nicht besser. Im Gegenteil, es wird sogar eher schlimmer. Humpa, humpa, hopsasa. Und hier kommt der Bassdrop. Drop. Sei habe ich dir im ersten wieder ein Resub auch schon im 11. Monat. Humpa, humpa, hopsasa. Und hier kommt der Bassdrop. Drop. Danke dir, alles fit bei dir. Merci für den weiterhin willkommenen Barzigänge und viel Spaß mit dem Mods. Merci dir. Grüße, ich bin erstmal ohne Ton, da können wir mir einmal einen Mr. Hetzer kriegen. Ich wir wahnsinnig. Ich wir wahnsinnig mit dem Ton. Es gibt nichts, was mir mehr ankotzt wie sowas. Um die Zukunft kommt es in seine Sammlung. So kann er sich immer als allsehend und allwissend inszenieren. Vor allem, ich habe keinen fucking Einfluss drauf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Es nervt mir einfach nur. Warum ist in letzter Zeit, die letzten 2-3 Wochen, immer irgendeine Scheiße softwareseitig, die wo nicht funktioniert? Ich verstehe es einfach nicht. Warum kriegen das die Hersteller von denen die jeweiligen Software? Ist mir scheißegal, ob das Twitch, OBS, Elgato oder sonst irgendein Rotz ist. Einfach einmal gebacken, dass es reibungslos funktioniert. Ich verstehe es einfach nicht. Das pisst mir momentan richtig an. Sorry, dass ich jetzt da gerade richtig salzig bin, aber das nervt mir einfach sowas. Da tust du die ganze Zeit und verbringst Stunden damit, das Ei zum Stein, veränderst dann nichts, nur damit es dann hinterher wieder nicht geht. Da kann die einen Strahl kotzen, sowas. Das nervt einfach so hart. Kann's nicht mehr sagen, mir pisst's einfach an. Geli habe ich die Ehre, sorry. Sorry, dass jetzt einer kommst, wenn ich da am Ragen bin, aber mir pisst es einfach gerade noch an. Gehen wir in die Einstellung von der Game Capture Card und bewegt den Regler ein bisschen, das hilft bei mir manchmal. Bin hübsch, dass ich noch TV-Sessel zusammenbaue. Ist er jetzt endlich angekommen. Hat's das jetzt endlich? Ich hoffe mal, dass das jetzt passt. Wenn nicht, dann flippe ich aus. Alles gut. Halt zufällig gelesen, dass ein Windows-Update am Ton knacksen liegen kann. Anscheinend resettet Windows 10 und Windows 11 die HZ von 48.000 auf 44.100 runter und damit haben dann viele externe Systeme Probleme, weil in der Regel für Capturing... Moment einmal. Nein, in OBS ist tatsächlich sogar noch 48 eingestellt, aber also in OBS ist es so eingestellt. Ich müsste dann noch mal schauen, ob das bei Windows auch noch eingestellt ist. Bei Wundern, Mr. YBO, das ist ein sehr, sehr hilfreicher Hinweis. Das werde ich mir noch oder mal anschauen. Danke dir. Auf das habe ich nämlich wirklich tatsächlich gar nicht spekuliert. Dass das auch im Bereich des Möglichen liegt, dass die Herzzahl sich versteht. Weil wenn sie schon alles versteht, dann auch wirklich alles. Ja? Aber gut. So, jetzt spielen wir weiter. Kann einmal schnell einer an Mr. Hetzer von mir grüßen. Der ist im stummen Lurk, so wie ich das sehe. So. Es geht los. Unglaublich, wir werden die Riesen sehen. Also sofern alles nach Plan verläuft. Ja, was verläuft da schon nach Plan? Nur zu, stelle Jotunheim ein und dann geht's los. Vermutlich. So. Wir müssen nach Jotunheim. Muspelheim, Niflheim. Das ist ganz was.
Mr. Price, was ist ein Svartalfheim? Ich glaube, das haben wir glaube ich schon mal besprochen, aber ich weiß halt einfach nicht mehr. Helheim, da waren wir schon. Alfheim. Jötunheim. Ab vom Hof. Zwergenland, okay. Junge, der Kopf. Nimm ihn. Oh, klar. Hab ihn. Hoffentlich explodierst du nicht oder so. Oh, hatte ich nicht bedacht. Vielleicht sollten wir das besprechen. Nee, wird schon gut gehen. Bereit? Mehr als ein Kopf zerreißen tut's da nicht. Oh, das ist unangenehm. Jetzt, Junge. Er hat einen Durchblick. Geli, ist alles gut bei dir? Wir sind fast da. Und? Worauf warten wir noch? Ist es noch weit? Wir werden sehen. Gerade am Essen. Oh, was gibt's denn gut? Bei mir passt alles soweit. Alles sauerhaft. Auf ein Wort, bevor wir fortfahren. Also das Letzte, was ihr beiden da oben braucht, ist ein verwesender Kopf. Sauerhaft. Ich warte besser hier. Es geht um dich und den Jungen. Stimmt. Aber wenn dich jemand entdeckt... Bei Sifs verdammt prächtigen Rundungen. Ihr habt es geschafft. Tut mir leid. Das mussten wir sehen. Oh nein. Nein, 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 nein. Ach, verdammt. Na schön. Passt so lange auf den Kopf auf. Ich kann das. Nein, ich kann es nicht. Na gut. Ich hoffe, die zwei kommen im Nachfolger auch noch mit Bereit. drauf. Komm. Na gut, so wie ich das sage, werden wir heute mit God of War fertig. Ich hab kurz gemeint. Ich hab kurz gemeint, jetzt speibt der Hermann Hals. Ja, bei ihm kann man's meinen. Ey, ich hoffe so stark, dass die zwei Zwerge im nächsten Teil auch noch mit zurückkommen, dass die wieder mit dabei sind. Also so oft. Dass dabei sind, ist ja klar, aber. So wie du es gesagt hast. Hast du nicht gesagt 4 Stunden? Ich meine, ist eh wurscht, abgesehen davon, um Gottes Willen, ist ja überhaupt kein Problem nicht, aber ich war jetzt auf. Ich hab mich quasi geistig schon auf 2 Streams noch eingestellt für God of War. Aber ist auch kein Thema, wenn wir heute schon fertig werden. Na, du hast gesagt 4. Gut, kann es auch, dass ich gesagt habe, dass 4 haben. Weiß ich nicht. Möglich. Ich hab gesagt maximal 2. Gut, okay, in Kenntnis genommen, nehmen wir so. Dann hab ich nichts gesagt. Dann hab ich nichts gesagt. Ja, das ist ja her. Schau! Die Finger des Riesen! Vor uns ist der höchste Gipfel! Da vorne! Geschafft! Haben wir. Müssten eigentlich wieder dabei sein, weil es gut gemacht. Die haben wirklich gut gemacht, die zwei. Kämen die auch in der richtigen nordischen Mythologie vor? Sindri und Brock? Was machst du? Ich will nichts mehr verbergen. Namen von seine Chaosklingen. Können wir jetzt gehen? Es ist so nah. Junge. Trag sie.
Jetzt vertraut er ihm die Asche, ja. Also das ist quasi vom Kratos jetzt der Ritterschlag für den Atreus. Er erkennt ihn jetzt quasi als Mann sozusagen an. Sindri ist ein Zwerg der nordischen Mythologie, der zusammen mit seinem Bruder Brock den goldenen Eber Gulin Borsti, den goldenen Ring Daupnir und den Hammer Mjölnir schuf. Okay, also ja. Seit ist es aber jetzt schnell gegangen. Das ist aber jetzt zauberhaft schnell gegangen. Junge, Nichts. Dachte nur, ich müsste Stimmen hören. Hallo, ist jemand hier? Atreus, keine gute Idee. wo sind wir hier? Sie sind wohl beim Verlassen von Midgard hier durchgekommen. Der Rest von ihnen. Angel, merci dir, habe die Ehre. Viel Spaß draußen. Merci für den Glück. Okay. Das schaut aber jetzt eher mehr griechisch aus, oder? Oder sagt das nur ihr so? Okay. Odin und Thor, sie ruinieren alles für jeden. Okay. Ein Kuschwanz. Fuck, Lego. Wer ist der Wächter? Ich glaube, dass alles, was er jetzt da sagt, im zweiten Teil kommt. Thor, Odin, der Wächter, was auch immer der ist. Ich müsste sie fühlen, aber ich tu's nicht. Dieser Ort ist tot. Was ist passiert? Warum hat Mutter uns hierher geschickt? Eine Frage ist beantwortet und zwei neue stellen sich. Warte! Vater! Hier passiert was! Da erfahren wir jetzt noch so einen richtig krassen Cliffhanger. Wo wir dann zu meiner Theorie kommen. Deine Axt. Und Mutter. Da. Sie streitet mit ein paar Riesen. Sie kannte Riesen? Das sind wir. Weltenschlangen. Da trafen wir zum ersten Mal die Weltenschlange. Aber wie? Unser Kampf mit Baldur. Aber der war doch eben erst. Warte. Sie wussten alles, was geschehen würde. Der Drache im Berg, der Steinmetz, diese Zeichnungen. Das ist unsere Geschichte. Nein. Deine Geschichte. Aber was bedeutet das? Dass ich nicht der Einzige war, der Geheimnisse hatte. Du wusstest nicht. Sie war eine Riesin. Ich bin ein Riese. Warum das Geheimnis? Sie schickte uns her, damit wir das hier finden. Aber warum so umständlich? Deine Mutter hatte sicher Gründe. Baldur war gar nicht hinter mir her. Er ist die ganze Zeit ihr gefolgt, ohne zu wissen, dass sie nur Asche ist. Sie hatte einen Plan für uns. Dem vertraue ich. Egal was es ist. Außerdem lag sie noch nicht falsch. Na komm. Wir sind dem Das, Ende was er schon jetzt so zeigt, ist nah. nämlich auch ein Problem. Aufpassen, Freunde. Ja. Ja.
Da sind wir. Habt ihr es gesehen? Kann man sich jetzt, glaube ich, nicht mehr anschauen. So. Sieh nur. Es ist Mutters. Sie war hier. Sie hat unsere Schritte vorausgesehen. Als wäre sie dabei gewesen. Sie hat uns beschützt und heimgeführt. Beenden wir es. War an der Zeit, ja, tatsächlich. Die schaut halt schon geil aus, gell? Also da kannst du auch nichts sagen. Wenn man sich mal überlegt, wie groß die haben. Einfach mal auf einen ganzen Berg kammling. Das ist schon heftig. Vater. Nein. Wir tun es gemeinsam. Sohn. Also warte mal, von dem Kleinen kommt was raus und tötet Kratos. Reden wir gleich drüber. Man erfährt nämlich nur, wer er ist. Der Chlor. Wer er wirklich ist. Leb wohl, Faye. Ich hab dich lieb, Mutter. Die Riesen sind wirklich alle weg. Hier gibt's nichts. Musikalisch absolut Bombe untermalt. Alle God of War Teile. Also, Mutter war eine Riesin. Dann bin ich teils Riese, teils Gott. Und teils sterblich. Stimmt. Aber eine Sache verstehe ich nicht ganz. Mein Name an der Wand. Aufpassen. Die Riesen nannten mich Loki? Loki. Den Namen wählte deine Mutter bei deiner Geburt. So musste ich ihr Volk genannt haben. Warum? Das klären wir ein andermal. Lass uns heimkehren. Und diese Tatsache, dass er Loki ist, wirft ein ganz anderes Licht auf das, was ich glaube, was passiert. Berichtigt's mich? Vor allem der Mr. Price, der wo Ahnung hat von der nordischen Mythologie, aber berichtigt's mich, falls ich falsch liege. Der Loki ist der Gott der Täuschung und der Zwietracht. So, und wenn man mal zurückspekuliert, wie der Atreus teilweise drauf hat, wie er sein eigener Papa angegriffen hat, dass er in irgendeinen Rausch verfolgen könnte, rein theoretisch, was man ja anhand des Bildes vorher gesehen hat, dass er sein eigener Papa hops nimmt. Entweder das, oder er kriegt es quasi mehr oder weniger gar nicht mit, dass er seinen Papa schwer verletzt und der halt anhand dessen dann stirbt und dann
erst kriegt er, ne? Wow, fuck, was habe ich denn gemacht? Und deswegen ist meine Theorie, am Ende von dem nächsten Teil, am Ende von God of War Ragnarok, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder der Kratos stirbt und somit ist die Handlung von God of War komplett abgeschlossen, oder der Kratos macht wieder irgendwie so eine Art Wunder-Teleportation, wie auch immer, das wird ja dann aufgeschlüsselt im nächsten Teil, wie er da hergekommen ist, und begibt sich dann in eine andere Götterära. Wie wir halt vor letztem Mal schon gesagt haben, Ägypten oder Japan. Ja, es gibt noch Götterdynastien, die wo man abarbeiten könnte. Wieso wir sie herbringen Aber sollen. meiner Meinung nach, meiner Theorie nach, Aber am Ende von Ragnarok stirbt der Kratos. Wollte sie, Er ist halt dass auch wir nicht mehr das der hier Jäger. sehen? Wollte sie, dass wir das weitererzählen oder geheim halten? Ich weiß es nicht. Was sollen wir tun? Ich überlasse dir, das zu entscheiden. Oh, Ich sage ja, täuscht alle anderen und sie hauen ab, bevor Ragnarok fertig ist. Oder das. Das könnte auch sein, dass die zwei für Chaos sorgen, die komplette nordische Mythologie zerfetzen, so wie es der Kratos mit der griechischen gemacht hat. Obwohl das jetzt nicht mehr so einpassen darf. ein großer Und sie hauen dann ab. Alle Spartaner Dann ist aber die sind große Frage, was tut Krieger. der Atreus dann, Wir wenn es denn trainieren von weitergang, Geburt dann in einer anderen Unser Dynastie. Leben bestand aus Gut, okay, der Disziplin, Kratos. Pflicht, abgenommen. Kampf und Tod. Das Leben war hart und wir ertrugen es stoisch. Doch Atreus von Sparta war anders als der Rest von uns. Selbst in den dunkelsten Zeiten lächelte er. Er war glücklich. Er gab uns die Hoffnung, dass in uns, obwohl wir Kriegsmaschinen waren, auch Menschlichkeit steckte. Güte. Als der Tag kam, an dem er sein Leben in der Schlacht verlor, rettete sein Opfer zahllose andere und wendete die Schlacht zu Freilich, unserem Press. Gunsten. Die Katze ist jetzt eh aus dem Ich trug Sack. ihn auf seinem Jetzt kannst Schild du nach Hause. einen Stunde aus der Mythologie Grub herspeiben. ihn wie in Sparta üblich mit allen Ehren. Sein Andenken war ein Trost in dunklen Stunden. wow, du hast eine tolle Geschichte erzählt. Emir hat's verpasst. Nichtsdestotrotz bin ich fucking hyped auf God of War Ragnarok. Das, wo wir in ungefähr... heute in 2 Monaten spielen wir es tatsächlich schon. Ich habe nochmal geschaut, es kommt an einem Mittwoch raus. Und ich sage es eigentlich jetzt schon vorab, wie es ist. Wir werden das Mittwoch komplett suchteln, unabhängig davon, dass da der Bürger streamt. Wir werden das am Donnerstag suchteln. Wir werden God of War so dermaßen durchziehen ab Release, dass es wirklich nicht mehr schön ist. Da lassen wir alles stehen und liegen, wir werden dann wirklich God of War durchziehen. Ich meine, was würde Atreus von Sparta tun? Loki ist der Vater von Fenrir, Jörmungandr und Hel. Gut, das macht in dem Spiel, also in der Mythologie ja, aber das darf ja in dem Spiel jetzt wenig Sinn machen. Bin ich da, dann will ich selber spielen, kein Problem. Jeder, der nicht gespoilert werden möchte, ist da absolut okay. Gut, sie haben da aber irgendeinen Kontext braucht, bis die Geschichte aufbauen, ja? Abgesehen davon. Jungs, bin ich vielleicht froh, euch zu sehen. Ich habe die Nase voll vom Liebreiz der Zwerge. Was war denn Mimir? Sie haben unangenehm ausgiebig Maß genommen und sich anschließend über das Wetter gezankt. Wohin sollen wir dich bringen? Wie wär's denn vielleicht mit irgendwo anders hin? Ich glaube, das ist nur in Marvel so billiger. Mit Atreus erkunden. Weiter erkunden, erledigen sie Zwergengefallen, befreien sie Drachen, reisen sie nach Muspelheim und Niflheim, finden sie im Laden neue Gegenstände, um mächtige Ausrüstung zu erhalten und alle legendären restlichen Walküren zu besiegen. Ja, das war jetzt Aftergame. Wird man aber an der Stelle nicht machen. Also das Spiel hat noch unfassbar viel Content bieten, ja, mehr als genug. Wir kann, wie es gerade da gestanden ist, das werden wir allerdings nicht tun. Ja, weil das alles unrelevantes Zeug ist. Das einzige, die Walküren, das ist halt, ja, das hat mehr dann was von einem Souls-like schon tatsächlich. Das sind einfach starke Gegner, das haben wir uns eher mal kurz angeschaut, die kannst du dann weghauen. Das ist mehr oder weniger ein Nebenquest. Ja? Und das andere zeigt, das ist alles so nebenher. Ja, da kannst du halt, wer auf Trophäenjagd gehen will, kann da noch etliche Stunden in dem Spiel verbringen. Also man kann die Hauptstory spielen und dann hast du noch ungefähr 30 Stunden, etwa, vielleicht ein bisschen mehr, was du danach noch machen kannst. Das werden wir allerdings nicht tun. Okay? An der Stelle wird man mir jetzt das Spiel speichern. Und erklären wir für dabei God of War 4, wenn man so will, für beendet. Okay? Das heißt aber jetzt nicht, dass der Stream schon gut ist. Ja, wir spielen jetzt tatsächlich, können wir uns entweder anschauen, dass wir noch wegen Yoshi's Island eingehen, je nachdem,
Wobei, ich muss mal schauen, wo mein Switch eigentlich ist. Das war eine interessante Sache. Wir finden auf alle Fälle jetzt noch irgendeinen einen Kontext, den wo wir machen können. Aber God of War, mir ist darum gegangen, dass wir die Story Nummer spielen, dass jeder Nummer auf Stand kommt, der wo vielleicht dann zukünftig beim neuen Teil dann mit dabei sein möchte, dass jeder weiß, um was das ein wenig geht. Genau, das war mein Fokus für God of War. Das ganze Nebenzeiglers, wen es interessiert, Valkyren etc. pp. Schaut's auf YouTube. Ich sag's euch, wie es ist. Schaut es euch auf YouTube an, wenn es euch interessiert. Wie gesagt, das hat jetzt nichts mehr Story-Relevanz zum Tor. Das ist einfach gerade ein bisschen ein Lore und halt, ja, einfach Aftergame-Content, der wo jetzt nicht wirklich mehr ins Gewicht fällt. Das hat auch keine Hintergründe mehr für die Story. Die Story ist, der ist